Jetzt habe ich 2013 eine Beschreibung über sie gefunden, die gut zu dem Thema Glaubens- und Lebenswandel passt, vielleicht. Überschrift: Der Theologe Fulbert Stefensky war einst katholischer Mönch, heute ist er ein Star des Protestantismus. Wie fühlt man sich als Star des Protestantismus und ehemaliger katholischer Mönch? Ich kann sagen, wie man sich als ehemaliger Mönch fühlt. Mit dem Spanisch, da habe ich nicht so sehr. Ich habe eigentlich, um auf den Mönch zurückzukommen, sehr viel behalten von ihm. Zum Beispiel, dass ich meine Einsamkeit brauche, dass ich gelegentlich ausweiche, ausbüchse, um allein zu sein, dass ich meine Ordnung brauche gegen mein eigenes Chaos und vielleicht auch ein Stück des Verhältnisses zu einer Tradition. Die habe ich gelernt, das habe ich gelernt und will es nicht verlernen. Es gibt eigentlich keinen Lebensabschnitt, von dem ich bedauere, dass ich ihn gegangen habe oder dass ich ihn gehabt habe. Auch diese Klosterzeit. Es war eine köstliche Zeit, selbst wenn ich rausgegangen bin. Annelie, ehrlich gesagt, dich könnte ich mir schwer im Kloster vorstellen. In diesem Interview der Taz wurde eine Frage gestellt. Blicken Sie zurück, würden Sie sagen, die Welt ist besser geworden im Laufe Ihres Lebens? Das kann ich nicht sagen, wenn ich an die Nazi-Zeit denke. Dieses Verbrechen haben wir im Augenblick überwunden, obwohl wir waren einmal der Meinung, es könnte nicht mehr passieren. Diese Meinung, glaube ich, haben wir verloren. Es kann alles wieder passieren. Ich weiß nicht, was besser geworden ist. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es früher besser war. Ich weiß es nicht. Ich frage mich manchmal, wann waren die Leute glücklicher? Früher oder sind sie es heute? Ich weiß es nicht genau. Also früher, wenn ich daran denke, wie hart die Menschen gearbeitet haben, wie früh die Kinder arbeiten mussten, wie sie lange Wege gegangen sind, wie das Leben einfach schwer war, man hat gehungert. Ich in meiner Kindheit habe es ordentlich noch erfahren. Man war autoritären Verhältnissen ausgeliefert. Karge Zeiten machen Menschen immer autoritär oder machen die Verhältnisse autoritär. Und trotzdem gab es ein anderes Glück. Das Glück der Unmittelbarkeit zu Dingen etwa, zu Werkzeugen etwa. Ich denke mir oft, wie man Werkzeuge gepflegt hat und zu Dingen ein Verhältnis hatte, etwa, nicht ganz natürlich, etwa wie man zu Menschen hat. Also es war sehr viel Wärme in diesem Leben. Natürlich eine Nähe zur Natur, eine brutale Natur und eine tröstende Natur. Das ist heute natürlich weithin verschwunden. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, was kommt. Wir sind befreit natürlich von den unmittelbaren Zwängen der Natur. Wir können reisen, wir können verrückt reisen. Die Frage ist immer, was kostet eigentlich diese Freiheit? Und wer wird sie bezahlen? Ich weiß es nicht. Eines Ihrer Vortragsthemen heißt Kirchen als Agenten des Wandels. Sie beschreiben in diesem Vortrag, dass es eigentlich ein Grundbild der christlichen Tradition sein müsste, Wandel und Bekehrung zuzulassen und dass es alltäglich sein sollte. Vermissen Sie das in der Kirche, den Mut zum Wandel, und was meinen Sie mit diesen Agenten des Wandels, wie Kirchen sein sollen? Na, diese Kirchen oder diese Christen haben einige Dokumente, die es gar nicht anders zulassen, als dass es Veränderung, Wandel gibt oder, wie meine verstorbene Frau einmal gesagt hat, das Recht, ein anderer zu werden. Die Verhältnisse haben das Recht, anders zu werden, als sie sind. Insofern, glaube ich, ist diese Tradition, diese christliche Tradition, die prophetische Tradition eigentlich, die keine in Ruhe lässt. Wenn man in diesem Verein ist, hat man immer Leichen im Keller. Franziskus
oder Elisabeth von Thüringen oder die Propheten oder Jesus. Man hat Leichen im Keller und gelegentlich, Nico, glauben wir ja an die Auferstehung der Toten und kommen sie wieder. Und das ist eigentlich der Grund des Wandels, dass man eine Erinnerung hat und ohne die man nicht leben kann. Man ist nicht nur man selbst, sondern wir sind auch unsere Erinnerung. Und die treibt uns zum Wandel und sie tröstet uns im Wandel. Und die Agenten, die Kirchen werden sollen, wo kann die Tatkraft der Kirche da liegen? Die Agenten des Wandels, das sind nicht Kirchenleitungen, die meine ich nicht in der Hauptsache. Ich finde sie immer überfordert, dass man sie als die Agenten des Geistes sind in unseren Kirchen, die Bischöfe oder die Präsidenten oder wie sie heißen. Aber es gibt eine Menge Agenten in dieser Kirche, die man als solche kaum wahrnimmt. Das sind die Frauengruppen, das sind die Ökogruppen, das sind die Friedensgruppen. Ich erwarte Wandel eigentlich von unten. Der Papst Franziskus ist eigentlich ein Unding. Also ein Wandel von oben. An sich, Kirchenleitungen sind Gebilde, ja, man könnte beinahe sagen, des mittleren Geistes. Das heißt, sie müssen vermitteln, rechts und links. Das sage ich überhaupt ohne jeden Vorwurf. Ich überfordere sie nicht, sondern die Frage, ob sich etwas wandelt, ist nach unten zu stellen, ist an die Gruppen zu stellen, wo die Gruppen einschlafen. Da wird es auch keinen Wandel, keinen langfristigen Wandel geben. Aber ich möchte noch etwas sagen, was ich eben stotternd gesagt habe, eine Tradition zu haben und dem Wandel ausgeliefert zu sein, würde ich mal sagen. Vor 2 Jahren, glaube ich, ist Stéphane Hessel gestorben, der wundervolle französische Politiker, Soziologe, ein Mensch des Widerstandes, der im späten Alter noch ein Buch geschrieben hat, Empört euch. Und er wurde gefragt, wie kannst du eigentlich Hoffnung behalten? Wie kannst du Hoffnung auf Empörung behalten, wenn du deine eigenen Niederlagen siehst, deine politischen Niederlagen, deine anderen Niederlagen? Und er sagt, ihr müsst euch Zeugen suchen. Er ist nicht Christ, er ist überhaupt nicht religiös gewesen. Ihr müsst euch Zeugen suchen. Lest Hölderlin, sagt er zum Beispiel. Hört Mozart. Ihr dürft euch nicht, ihr seid nicht alleine. Macht euch das klar, dass ihr nicht alleine seid. Die einzige Möglichkeit zu wissen, dass man Hoffnung haben kann, die Berufung auf die Zeugen. Ich nenne immer ein ganz kleines Beispiel für mich. Ich hatte lange auf meinem Schreibtisch stehen ein Bild von Hans Litten. Ich glaube, Sie kennen das nicht, kennen den Namen nicht. Das war ein Journalist und ein Anwalt am Anfang der Nazizeit und hat Kommunisten gegen die Nazis verteidigt. Er kam dann natürlich bald ins KZ. Und es gibt eine Geschichte, Gefangene mussten gelegentlich ein Fest ausrichten in den KZs, besonders wenn Besucher aus dem Ausland kommen. Und jeder musste etwas dazu beitragen. Und sein Beitrag war das Lied der Jugendbewegung, die Gedanken sind frei. Und sperrt man nicht ein in finstere Kerker, dies alles sind vergebliche Werke, ich bleibe dabei, die Gefangenen sind frei. Ich habe mir das Bild des Menschen aus der Zeitung ausgeschnitten. Ich habe eine Geschichte als Bild und das reale Bild. Und wenn ich es ansehe, weiß ich kann mich auf etwas berufen. Ich habe einen Zeugen, der meine Vision, meine Ideen stärker macht. Und das ist das Wundervolle, eine Tradition zu haben. Auch eine Tradition im Glauben. Igor, du hast das wundervolle Gedicht zitiert. Allein ist man klein.
auch im Glauben. Aber ich habe eine Tradition, ich habe dieses Vaterunser, diese Psalmen, und die Frömmigkeit lese ich meinen Toten von den Lippen. Den Psalm bete ich nicht als erster, es haben ihn viele gebetet. Er ist der Rollator meines eigenen hinkenden Glaubens. Das heißt eine Tradition haben. Und darum kann ich mir nicht vorstellen, aus ihr auszusteigen.